Wie in der letzten Folge schon angekündigt, machen wir jetzt aber Kleinigkeiten mit Trevor, bevor wir weiterschauen. Wegen unserem Heist. Unserem hoffentlich bald passierenden Heist. Und zwar haben wir da noch als Souvenir offen. Wo können wir den noch rein davon? Okay. Tyler Dixons Kleidung, Bro. Apropos Kleidung, warum Trevor da immer oberkörperfrei ist, keine Ahnung. Oh. Also ich mach das sind Wachen, aber das sind keine Wachen. Don't get any more stupid or I'll blow your tiny brains out. Shit, man, just take whatever you want. Ah, Okay, doch nicht so come on, tough. man, just put the gun down. It's take whatever you want, man. It's not even my house. Yo, am I getting set up here? Like for a reality TV show? Yo, don't fuck with me, dude. Where are the cameras? Sollen wir den was, oder? Ew! He looks like a crackhead. Ist es deine Kleidung oder ist es seine Kleidung? Even famous. Tyler deserves privacy. Just like every. Ja, dann hauen wir mal ab. Aber warte, was hätte ich gerne machen? Er läuft noch. Mann, ich wollte ihn eigentlich nicht killen und Akkukugel in den Jungen, aber jetzt hilft's halt nix. Was, ich bin ein Jäger. Ein laufendes Target ist für mich ein Muss. So, vielleicht kriegen wir ja jetzt von Nigel und Miss Thornhill irgendeine Belohnung. Das war ganz cool. This is Nigel. Please be quick. This is I'm Nigel. roaming in the United States of America. It's me, you nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Okay, es wirkt nicht so. Ja, schaut danach aus, als hätten wir nichts kriegen. Schade, schade. Schade. Na, Kollege, ich muss mal kurz das Auto ausleihen, was Besseres kriege ich da heraus nimmer. Holy shit! Du, das wollte ich gar nicht da. Das ist, vom Lost MC ist das da irgendwie so die Stammbar. Deswegen konnte die Trevor ja nicht kaufen. Wenn man nur in der Nähe mit Trevor da hinkommt, dann versuchen die gleich zu killen. Ich habe nicht gewusst, dass man so weit weg eigentlich schon angegriffen wird. Oh, was haben wir hier? Ah! Cletus, oder? There you are, Trevor. Ah, but ain't my favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A Äh. bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Was haben wir im Mund? What is this thing in my mouth? Ja, Why do I meine have a Frage. feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them, and they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. So, If you don't stay Wapiti. downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo, especially with that distinctive musk of yours. I'm calling pot and kettle on Wir that. machen jetzt was mit Windrichtung. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull. Er sagt using a down Elk. tree to Meint er der scrape Elche? Warum off steht da Wapiti? Was ist minutes das? ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook them. Als ob Wapitis Elche sind. So. Go on, put them down. Ich frage mich nur wegen der Windrichtung. In the head. Trevor, you're colder than a mother-in-law's kiss. All right, stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't seen much else and nothing else out here. Oh, we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle to you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Ah. Sounds like someone Krass. strangling a clarinet player. And I talk from Ja, das macht natürlich Sinn, wenn dieser Hirschpfeifen ist. So. Listen, he's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. Okay. Now lay him in the shade. Nur die männlichen. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together.
Text me a pic of your next kill, and we'll talk business. I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Das war's. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz mit der Windrichtung, was die Scheiße soll. Ja, und jetzt? Bin so verwirrt. Fotografieren? Ey, jetzt wird's aber ganz komisch. Safe an Klitis, oder? Ja, klar. Ich glaube, wir gängen da wieder. Warum wirft der jetzt so, hä? Another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now. If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy Was little sideline. wollen wir Geld machen mit Take me a Wild? photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. Okay. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Also wir hätten theoretisch die Möglichkeit mit Wild Geld zu machen. Okay, wir können da auf Jagd gehen. Okay. Ja, weißt du, das passt gerade so gut, ich muss das jetzt eigentlich sofort machen. Wir gehen mit der Hauptstory schon noch weiter. Wade hat mittlerweile ein U-Boot gefunden. Was schreibt der so? Ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor, unten am Hafen auf einem Schiff der Daisy Lee. Du könntest irgendwie die Taue kappen oder vielleicht gibt es einen Schalter zum Runterlassen. Das ist schon mal gut. Das heißt, es da theoretisch weitergehe. Von wegen Heist Setup. Und er schreibt gleich nochmal was. Der einzige Ort, wo man einen Heli kriegt, wie du ihn brauchst, ist Fort Zancudo. Die Militärbasis. Halt Ausschau nach anderen Helis im Gebiet. Wäre vielleicht einfacher, wenn du die zuerst ausschaltest. Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich eine wilde Nummer. Das Militärgebiet. Ach du Scheiße. Aber ich wollte hier gerade... Ist es ein Random Event? Ich wollte ja nicht gerade jagen gehen. Da liegt sogar ein Hund. Alter, was war denn hier los? Okay, irgendwer ist ja voll verarscht worden anscheinend. Wir sammeln hier mal wieder schädige Waffen auf. Was sagst du? Kannst du noch irgendwas sagen? Anscheinend nicht. Und da unten flackt das Gate und einer auch wieder voll verletzt. Don't do it! Stay away from that case! Was ist wenn nicht? Now, you are a dead man! 25.000? Nein. Du bist ein toter Mann. Jetzt hat die alle drei einfach abknüppelt. Okay, also 25.000 ist big. Ja, geht jagen, Leute. Geh, um einen Wapiti-Lockruf zu benutzen, drücke E, um das Jagen zu beenden. Die Fotos muss ich an Klitos senden, um Geld und Punkte zu erhalten. Und Herausforderungen abzuschließen. Aha, achte auf Berglöwen. Oh, die Abenddämmerung beenden die Jagd. Beendet die Jagd. Okay. Punkte? Aha, dass der Wind vom Wapiti zu dir weht. Ach so, das ist doch gemeint. Es geht um die Witterung. So, einfach. Moino. Um Punkte zu bekommen. Ja, okay. Es hast wahrscheinlich mehrere Punkte, mehrere Money oder so. Aha, Kopf getroffen, 5 Punkte. $40? Du hast deine erste Herausforderung freigeschaltet. Absolviere Herausforderung, um Zusatzpunkte zu verdienen. Aha. Okay. Klides hat mir nämlich gerade geschrieben, ich soll Fotos von Rehe machen. Hals getroffen, 7 Punkte? Das ist ja wild. Wortwörtlich. Warum kriegen die für Hals mehrere? Oh, hallo. Machen wir nur mehr Hals. Hals, wieder $75 und 7 Punkte. Warum er immer... Hätte er nicht so viel Zeit? Ach so! Geht es denen nicht ums Essen, sondern zum Ausstopfen so als Trophäe und dann wollen die den Kopf haben? Ist das so ein Ding? Was ist eine Barré? Oh, wow. Zusatzpunkte. Nett, das zaubert bestimmt ein Lächeln in ihr Gesicht. Rang 1? Ein paar tote Wapitis, die nebeneinander liegen. Für die gute Arbeit gibt es 25. Okay. Hier ein Bergpuma. Moino. Was ist, wenn die Nuts? Krieg ich auch was? Es ist gut, wenn ich die Arme mitnehme. Berglöwe. 5 Punkte. Kojoten mit einer Schrotflinte. Ich weiß, wenn ich dafür erst einmal einen Kojoten finde.
Da oben erstmal eine Wildsau. Ich hab gar nicht gewusst, dass da so viele verschiedene Viecher dann gibt. 50. Jagdmedaille, okay, okay. Bronze. Das sind Kojoten. Hey, you. Gee, sorry, bro. Ich hab einen Kojoten. Den kriege ich nicht besser rauf gerade. Scheiße! Schnell, 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 schnell. Das geht so runter. So. Jetzt fahren wir mit der Schrotflinte. Wahnsinn! Nur 3 Kojote legt, aber muss ein Wildschwein umfahren. Ja, okay. Ich glaube, ich werde da mal irgendwann wiederkommen. Weil ich es ganz lustig finde eigentlich. Ja, okay, aber. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir dafür auch nochmal Punkte. Wenn wir es schon so erwischen. Okay, 13. Alter, es gibt ja gar keine Punkte, holy shit. The Apex Predator in action. Waffenmeister Rang 2? Hey, ich hab keine Ahnung, was ich da die ganze Zeit mache. Hä? Weggespreckt, der Puma. Schade. Puma hätten wir fast nur gehabt. Was? Nehmen wir mit so. War zwar absolut kein Geld, das wir da gekriegt haben. Jetzt aber meine Frage. Bleibt mir der Rang und ich kann das nächste Mal halt nur besser werden? Oder muss ich das in einem Durchgang schaffen? Weil dann wird's zach. Und dann weiß ich nicht, ob ich es machen möchte. Wade hat mir gerade nochmal geschrieben. Boss, ich wollte dich daran erinnern, dass wir diesen Heli aus Fort Zancudo brauchen. Hast du bestimmt nicht vergessen, oder? Alter, ich habe gerade was anderes gemacht. Und meine Befürchtung ist, dass wir jetzt in Gefilde reinkommen, wo man ganz, ganz, ganz schnell verrecken kann. Und da ich ja nur ganz stolz drauf bin, immer noch keinen Tod zu haben, habe ich umso mehr Schiss, weil ich immer noch nicht bereit bin, einen Tod auf mein Konto kommen zu lassen. Und ich habe natürlich ja keine Ahnung, wie sie die Militärbasis im Story-Mode verheut. Ich weiß nicht, ob ich einfach so reingehen soll. Ich bin absolut nicht vorbereitet eigentlich. Ich habe eigentlich auf waffenmäßig absolut nur Bullshit nur. Naja, was soll man sagen? Wir müssen es ja irgendwann machen. Die Mucke passt gerade gar nicht. So, Cargo Bob. Let's go. Das ist schlecht. Konnte ich sehen, dass ich gerade absolut nichts getroffen habe? Ja. Schnell, 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 schnell. Ab und weg. Schnell, schnell, schnell. Ich hoffe, dass das noch gelangt. Die können mich halt jederzeit richtig overschießen. Okay. Das war jetzt stressfreier als gedacht. Ich hab mal, wir kriegen das doch richtig aufs Maul, aber ich glaube, erst wenn wir uns länger da dran aufhalten, dann haben wir ein Problem. Aber den Cargo haben wir ganz chillig holen können. Bin ich nochmal zufrieden. He's an unwieldy thing. If Michael don't get those lessons. Michael hat die Lessons genommen. Keine Sorge. Zwar alle. Oh, hi, Trevor. Auf The Gold. Air Force are missing a chopper. They lost one. That's a shame. We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. Wait, das ist auch so ein Hohlkopf. Aber tatsächlich nützlicher als gedacht. Also, kann man nicht anders sagen. Ich möchte jetzt noch mal festhalten. Der Hangar kehrt jetzt wirklich Trevor, oder? Das heißt, er muss sich halt keinen kaufen. Richtig? Ich kann da einfach Helis speichern oder Flugzeug speichern. Cargo Pop geschafft. Aber da ist ein Heli. Ich hab einen Frogger. Okay. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall aufkehren, jetzt dann bald drum machen, die komplette Map fertig aufzudecken. Weil wie ich das mitgekriegt habe, ist das auch ungefähr so ein bisschen der Grund dafür, dass die manchmal so ein bisschen laggt und ruckelt. Gut. So viel ist ja nicht mehr, so ein paar einzelne große Punkte und dann den Rand komplett abchecken. Schauen wir mal. Das heißt, das wird dann ein Achievement. Ich habe ja gemeint, wir kriegen keine Belohnung von diesen Souvenirs. Aber jetzt ist doch noch mal was auftaucht mit Nigel. Vielleicht können wir ja noch mal was machen und dann kriegen wir was. Moin mit Souvenirs. I got you that stuff. Al di Napoli. Where's your wife? Mrs. Thornhill, she's not my wife. She's got a husband and 2 lovely kiddies at home. We met online. It's nothing sexual. Where is she?
Well, she's been trying to throw herself under celebs' wheels. Well, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, I knew you were funny, Jock. Yeah. I Bruh. knew I would like you. Can I have a hug? Okay. Yeah. Yeah. Hart und weird, aber okay. I've got a protruding hip. It's not a semi. Nigel! Jock! You won't believe what's happened! What? Only Al Di Napoli walking. He actually walks! He They walks walk among us! Well, then what are you freaks waiting for? Well, that's a long story. Of mistaken identity. And a lot of lies. Stalking is not what I would call it. Not me. I told the judge I thought it was unfair. Yes, anyone's trousers could have come undone at that point. Exactly. Jolly bad luck, and we were such fans. If only we could talk to him. Yes, I know it was only his lawyers and agents. They ruin everything. If we could only get him somewhere private. You see, like that little lockup I know. No problemo. Look, there he is! Oh, shit. It's that crazy English bitch again. Nigel, he remembers me! To Bruh. the chariot! Jock, you drive. Quick, he's getting away! Come on, Jock. Okay, let's go. Wir haben noch mehr Aufgaben. He's taking a left turn down the high street, Jock. Al Di Napoli. So. Klauen wir nur mal was für dir? Imagine we might get a private audience with Al Di Napoli. Only in my wildest dreams. Private Audience darf ich vielleicht jetzt nicht unbedingt nennen, oder? Hey, this is Turban Warfare. Endlich haben wir wieder was Lustiges. Ein bisschen Verfolgungsjagd. Oh dear. Poor Jock. Sag mal, I think we're bad. muss ich einfach nur hinterher oder muss ich den nach rammen oder sowas? Jock, you Whoa. see that lorry? What the fuck's a lorry? Have a little faith. Anyone would think this was my first kidnapping. Entführen? Here, that behind his charitable public face, he's Ach, den müssen wir aber entführen jetzt? One Also muss ich ihn doch irgendwie aufhalten, oder? liberal in the bedroom, conservative at the border, Mrs. Thornhill. Das ist Scripting, Alter. Holy shit. Oh, no worries, At mate. its best. What on earth At its finest. needs the man? I hadn't even thought of that. Oh, I hope he likes us. Der mag eigentlich ganz sicher nicht, der wie den auch. I'm impressed. Little by little, is he going through the Oh, Oh, my lord! Hold on to your corset. holy shit, sowas geht? Seems rude. Also klar, gescriptet. The window. Sheesh. Weil der wird ja da durchgedriftet sein muss. Wie ein Ehrenmann. Guest of honor to the trunk. Well, if you don't mind. Ich sage ja, endlich wieder ein bisschen Spaß. Oh, come here, you. Come on. Come on. Let me meet your biggest fan. Huh? You're fucking crazy. Oh, it's Al Di Napoli. You're good to go. Ah, a true gentleman. This is so exciting. Wie ein Gentleman. Nut jobs. Haben wir jetzt erledigt, das Ganze mit denen hier, oder? Die haben den jetzt einfach mitgenommen? Einfach so? Oh, sogar auf 100%. Das ist natürlich edel. Hey, ganz wild. Also wir haben natürlich nichts dafür gekriegt. Ah, das haben wir jetzt schon gefreut. Ich würde sagen, das nächste Mal wird wild. Gehen wir immer näher an den Highstone. Auf jeden Fall nicht vergessen.